Salut zusammen, das ist Darkcast 7, ja, heute in einem neuen Video. Ich hoffe, ihr habt euch schon gefreut, wieder mal eine Runde Road to Royce hier auf meinem Channel zu sehen. Und ja, ich habe wieder mal Zeit gefunden, hier ein paar Sachen zusammenzuschneiden, hier wieder mal ein paar Videos zustande zu bringen, so gesagt. Und ja, und eigentlich ein paar Sachen eigentlich noch vor. Demnächst, und zwar wollte ich ein Review machen vom Call of Duty Black Ops Declassified für die PS Vita. Jedoch ist es so, dass ich immer noch einen wunderschönen i3 PC habe, also mit einem i3 Prozessor, irgendwie 4 GB RAM, nein 8, 4 ist ein bisschen wenig, oder? Und ich muss wirklich sagen, wenn ich ein paar Sachen auf einmal mache, oder einfach, wenn ich schon nur die HDPVR mit der Webcam laufe, dann kackt er sich einfach ab, also es ist wirklich Horror. Und ja, übrigens im Hintergrund habt ihr gesehen, mein erstes Team, das wir heute in dieser Folge werden sehen, aber ich werde jetzt nicht so sehr am Anfang auf das Gameplay eingehen. Könnt ihr einfach schauen, ihr wisst ja, wie es läuft. Szene, go, Szene, go, Szene, go, am Schlussresultat fährt die nächste Runde. Ja, eigentlich ganz einfach, oder? Ja, und eben, ich habe immer noch den scheiß PC im Moment. Und ich einfach zu wenig machen, ich muss wirklich sagen. Ich habe irgendeine HD-Webcam, mit der ich wirklich geil aufnehmen könnte, wirklich geil aufnehmen. Aber mein PC kackt einfach ab, wenn ich schon irgendetwas mit dem Programm davon anfange. Und eigentlich Kohle schon für einen neuen PC zu holen. Aber, das Problem ist, ich muss noch ein bisschen sparen bis zu Weihnachten. Weil ich habe mir vorgenommen, wenn ich einen PC kaufe, dann einen vernünftigen, schönen H9er HP Envy. Wenn ihr wollt, ich tue euch unten den Link drin, ist von Digitech, wird das Hammerteil. Mit dem werde ich euch dann richtig schöne Videos zusammenbasteln und ja, da wird es auch richtig schöne Videos auf meinem Channel geben. Ich hoffe, ihr freut euch auf all den Bullshit, den ich hier noch vorhabe. Und zwar wird es auch ein geiles Squad-Bilder geben. Dann, ja, jetzt wirklich, also ihr wisst ja, die Road to Royce, die ist schon fertig aufgenommen, also das, was ich im Hintergrund zeige, das ist alles jetzt schon einen Monat her oder so, wenn ich es gespielt habe. Ist aber halt immer noch die Road to Royce. Ich habe die Serie angefangen und ich zeige euch da einfach, was ich erspielt habe, wie ich es erspielt habe, wie lange ich sie gebraucht habe und ja. Finito, terminato, oder? Aber es wird ein richtig geiler PC, mit dem könnt ihr richtig viel Bullshit machen und mit dem könnt ihr auch richtig geile Videos zusammen schnipseln. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist heute den ganzen Tag fast das Ultimate Team, also down gewesen. Man hat nicht ins Web-App können, man hat nicht sich können einloggen an der PS3, an der Xbox und so weiter. Inzwischen geht es wieder, ich bin froh, dass wenn ich jetzt heimgekommen bin, kann ich jetzt weiter zocken. Und eben, ja. Wie gesagt, ich habe lange an einem Hybrid-Squad gearbeitet, bis ich wirklich meine Lieblingsspieler hatte. Und ich kann euch nur 2, 3 Namen nennen, zum Beispiel Di Natale, Snyder, Arturo Vidal und klar, das ist jetzt auch in der gleichen Liga, aber es ist ein Hybrid, lasst uns mal überraschen. Wer nicht weiss, was ein Hybrid ist, wenn ihr eingebt bei YouTube Hybrid Squad Bilder, dann kann man ja viele Videos, wirklich viel. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, ein Hybrid ist einfach ein Team mit mehreren vertretenen Ligen oder mehreren vertretenen Nationen in einem Team. Ich habe mal so mitbekommen, dass ein Hybrid ab 3 Ligen plus 3 Nationen in einem Team vereint gibt ein Hybrid-Squad. Und ich habe wirklich ein nice Hybrid zusammenbekommen, darf ich zugeben. Und ja. Ich sehe übrigens, das erste Spiel hat geändert mit 4:2, haben wir nach Hause geholt. Ja, ein Sieg bringt uns immer viel. Und wir starten hier mit einem Sieg in die Liga rein. Noch keine Prognose. Und ja, jetzt bin ich noch schauen, wie teuer das der Royce ist, den ich gerne hätte. Und da ist eben noch die ganze Trade-Bile-Suche ist noch verpackt gewesen. Und zwar hat man die Spieler nach ihrer Anfangsposition suchen. Und zwar haben wir zum Beispiel Royce ist schon Mittelstürmer normalerweise und der ist nach Mittelstürmer müssen suchen. Und das sind auch zentral-offensiv gekommen, wie ihr hier seht. Und ja, ihr seht, der ist immer noch nur so die 40, 50k, 40, 50'000, also boah, ich kann noch ein bisschen zu sparen.
Nur mal schauen, wie lange das ich etwa noch brauche, wie viel Geld das ich etwa noch brauche. Am Schluss habe ich es, glaube ich, ein bisschen abgekürzt. Weil ich habe nicht ganz alle Coins gehabt. Und habe noch schnell Horti etwas verkauft. Und dass ich mir dann gerade kaufen kann, weil es irgendwie günstig auf dem Markt war. Ja. Aber es wird auf jeden Fall noch ein paar Folgen kommen, kann ich versprechen. Hier ist das nächste Team. Vorne mit dem Falcao, mit dem Oxlade, mit dem Walcott. Ja, ziemlich pacey ausser Falcao. Falcao übrigens erste Klasse Stürmer. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht genau warum, aber ich bin nicht dazu gekommen. Ich habe kein richtiges, vernünftiges Team gefunden. Aber hier gehen wir auch schon mit 1 in Führung. Oh, Gelvin. Ich habe kein vernünftiges Team gefunden, das ich einbauen kann. Ich meine, Falcao, Spanische Liga, Cristiano Ronaldo oder ja, Messi, ja, okay. Es sind nicht wirklich so gute Spieler, die relativ günstig sind. Ich denke, man findet schon, aber schwer einzubauen. Und ja, freut mich schon auf mein Hybrid-Scope Bilder, wo wird kommen. Für das werde ich nämlich jetzt ein paar Clips erspielen, jetzt nachher, die ich aufnehme und die ihr werdet sehen. Und das ist eigentlich auch mein zurzeit Lieblingsteam, das ich spiele, weil ich ja das erste Spiel mit dem Team gespielt und nach 4 Minuten das erste Goal geschossen. Und das ist einfach das geilste Team, muss ich wirklich sagen. Hier ist er übrigens Goal mit Falcao. Er hat übrigens 5 Sterne Weak Foot, also 5 Sterne schwachen Fuß. Das heisst, du kannst mit dem linken Fuß genauso gut schießen wie mit dem rechten Fuß. Und ja, wir sind aber immer noch 2-1 in Führung, was relativ gut für uns ist. Gegen ein Team, das vorher so schnell ist. Spieler hat. Jo, und wir schießen hier auch schon das nächste Goal mit dem Ronaldinho, mit einem schönen Innerrist-Volley ins Obreckeli. Golasso. Übrigens, was ich euch nur empfehlen kann, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr es auch schon beim Fössel oder so gehört, ich meine bei den hochdeutschen Kommentatoren, die FIFA kommentieren, dass der Kommentator auf Spanisch extrem geil ist. Und Leute, ich kann es nur sagen, der Kommentator auf Spanisch ist extrem geil. Extrem geil. Und übrigens hier kassiere ich das Goal. Patz, Golasso. Vom Oxlade, der Pacey Schwuchtel. Also, jetzt habe ich den Vater verloren, hure sicher. Das ist Bullshit. Was soll ich jetzt weitermachen? Verdammt, warte schnell, schau schnell, was ich geschnurrt. Klar, vom spanischen Kommentator, sorry, ich habe irgendwie vorhin den Vater verloren. Ja. Eben vom spanischen Kommentator, weil aber wenn die jetzt Goal schießen, das schreit einfach Goal. Lol. Ja, das schreit einfach wie ein Moor und das ist ein extrem geiles Feeling. Also, wenn der PS3 hat, auf Xbox kann man es anscheinend nicht. Aber wenn der PS3 hat, stellt spanische Kommentator ein. Das fetzt einfach auf, ich kann euch sagen. Das ist extrem krass. Jo. Ja, ich versuche jetzt im Fall übrigens wieder vernünftige Videos aber vernünftige Videos zu bringen, ein bisschen regelmässig. Weil ihr jetzt vielleicht gemerkt, ich bin ein bisschen inaktiv gewesen. Es ist auch daran gelegen, dass ich in der Schule ein bisschen Stress hatte. Das ist einfach allgemein und mit meinem PC, der ziemlich ankotzt. Relativ lang brauchen zum Rendern und so weiter. Das ist mir auch ein bisschen angeschissen, aber jetzt sollten wieder Videos kommen und hier schießen wir fast wieder das Führungsgoal mit dem Raphael Sobis. Aber wir geben natürlich noch nicht auf und hier kommt der Nachschlag. Und da kommt da irgendwie der Ipsonaball und zack, jettet das Ding einfach oben ins Eckeli und wir schießen uns noch in Führung in der letzten Minute. Olla. Ja, das ist immer geil, wenn man so in der letzten Minute ein Gölleli schiesst, oder? Vor allem nach so einem hässlichen Doppelschlag. Ich hasse das, wenn ich Doppelschläge bekomme. Da kann ich meistens fast schon auffallen. Ja, ich glaube, für heute wäre alles gesagt. Ich hoffe, das Commentary hat euch gefallen. Es werden noch weitere Road to Race Folgen kommen. Und was ich euch noch empfehlen kann, ist das letzte Video vom Howie 1994 Leute. Der hat sich echt Mühe gemacht, so ein bisschen schwieriges Thema anzusprechen. Ist ein heikles Thema, das ich auch erst heute, also erst seit im Video erfahren habe, dass so ein Video umgeht. Und ich tue es nochmal unten in die Videobeschreibung. Ich habe mich dort auch aktiv in den Kommentaren beteiligt. Ich finde es wirklich scheiße. Schaut euch einfach das Video an, ist mir wirklich eigentlich fast wichtig, dass ihr das euch schnell reinzieht und vielleicht anschaut. Und vielleicht einen Kommentar und ein Like dort lässt, wenn ihr nicht schon abonniert habt und das Video noch nicht gesehen habt. Ja, ich würde auch gerne eure Meinung zu dem wissen. Auch, ihr könnt ja vielleicht
Kommentare, die ihr vielleicht bei ihm unter dem Video schreiben wollt, könnt ihr auch unter das Video schreiben. Ich lese gerne alle Kommentare. Ja, ich glaube, das war es mit der heutigen Road to Royce. Freut euch auf weitere Videos. Haut rein, euer Akash 7.